Sie ist immerhin Ihre Mutter, oder? Auf jeden Fall ist es eure Sache. Seid ihr zufrieden? Sind alle zufrieden? Hier, bitte. Das wird Ihnen gut tun. Wie fühlen Sie sich? Ihr Mann kommt gleich nach Hause. Ich gehe dann. Bis morgen, Signora. Eine unglaubliche Nervensäge. Eugenia, deiner Mutter geht es schlecht. Ja, ich hör's ja. Ein Lappen liegt hinter der Küchentür. Holst du ihn mir? Komm schon, Mama, es reicht. Nein, danke, den brauche ich nicht mehr. Geh ins Bett, na los. Entschuldigen Sie. Es ist nichts weiter, es sind nur die Nerven. Eine Schulfreundin, ja? Sie heißt Nicola. Ein Männername? Nicht zu ändern. Auch Emilio. Mein Mann, wissen Sie. Er wollte auch viel lieber einen Sohn. Ihr könnt es ja weiter versuchen. So sind die Männer. Sagen immer, dass sie einen Sohn wollen. Das muss bei ihnen im Blut liegen. Ja, Mama, aber wir müssen jetzt lernen. Verabschiede dich von Nicola. Arrivederci. Kommen Sie bald wieder, ja? Eugenia braucht nämlich Gesellschaft von Freundinnen, die in ihrem Alter sind. Bin gleich zurück, zeichne schon weiter. Buonasera, Dottore. Buonasera. Sie sind beide oben. Danke. Oh, Emilio. Weg. Das mache ich allein. Geh weg. Hörst du mich? Immer mit der Ruhe, ja? Warte, Eugenia. Ich bitte dich, verrate ihm nicht, dass es mir schlecht gegangen ist. Und mach das Licht aus. Ciao, Papa. Ciao. Alles in Ordnung? Was ist? Mach doch weiter. Eugenia! Fertig. Wir müssen doch auch noch die Liste anfertigen. Das mache ich nachher. Es ist spät. Geh jetzt. Also dann mach's gut. Wir sehen uns morgen auf dem Weg zur Schule. Du bist
er immer noch da. Was ist? Morgen könnte er dich doch dran nehmen. Du hast noch nicht eine Note in Biologie. Keine Sorge, ich weiß alles. Zwerchfell, Leber, Gallenblase, Dünndarm. Ciao. Ciao. Danke, nicht nötig. Ich habe keinen Hunger. Komm, setz dich trotzdem. Dann ändert sich das bestimmt. Möchtest du, dass ich koche? Was ist? Fühlst du dich nicht wohl? Wie wär's mit einer warmen Suppe? Das dauert nur 5 Minuten. Nein, nein. Es ist besser, wenn ich nichts esse. Ich habe so einen bitteren Geschmack im Mund. Kommt vom vielen Rauchen. Was ist denn das da? Hä? Nur der Gürtel. Tja, weißt du, es wird mir übel, wenn ich esse, also lass ich's lieber. Ach, warte. Wo gehst du hin? Oh nein, ich hab doch gesagt, ich will nichts. Sag bloß, du willst mich füttern. Koste. Hä? Du verwöhnst den Papa. Gar nicht mal übel. Ist das von dir? Schmeckt's dir? Nein, noch. Sind Sie die Freundin von Eugenia? Ja. Sie hat bei mir angerufen. Augenblick, ich sag dem Dottore Bescheid. Dottore, Ja? ein junges Mädchen wäre die nächste Patientin. Den Termin hat Ihre Tochter vereinbart. Ich hatte vergessen, es Ihnen zu sagen. Dann schicken Sie sie doch rein. Bitte kommen Sie. Geben Sie her. Danke, das ist nicht nötig. Buongiorno. Buongiorno. Nehmen Sie bitte Platz. Also, was fehlt Ihnen denn? Hier unten tut's weh, besonders wenn ich den Zahn berühre. Es ist der Weisheitszahn, würde ich sagen. Oh, sieh an, es ist der Weisheitszahn. Na, bravo. Sie haben die Diagnose schon selbst gestellt. Wollten mir wohl Arbeit ersparen. Also dann. Erlauben Sie mir jetzt, meine eigene Diagnose zu stellen? Den Mund aufmachen. Schön weit aufmachen, ganz weit. Sehen wir uns mal den Weisheitszahn an. Aber ich habe ihn doch noch gar nicht berührt. Naja, versuchen wir es damit. Und wieder schön aufmachen. Aufmachen. Gut so, gut so. Und nicht bewegen. Wenn Sie nicht stillhalten, kann der Doktor ja gar nicht sehen. Ich könnte doch eine Spritze kriegen statt dieser Quälerei, oder? Wir sehen erst nach, was los ist. Warum schon eine Spritze? Ich krieg eine Spritze oder ich werde gehen. Na schön, wie Sie wünschen. Bitte tun Sie es, es kostet Sie doch nichts. Geben Sie mir die Spritze. So ist es mir lieber. Ach, diese zukünftigen Mütter sind sowas von empfindlicher, tragen nicht mal ein bisschen Zahnschmerzen. Ja, wirklich. Ich möchte nicht wissen, wie Sie mal Ihre Kinder zur Welt bringen wollen. Wieso? Haben Sie große Erfahrungen auf dem Gebiet? Schluss damit, ja? Bereiten Sie alles vor. Nein, gehen Sie ruhig. Die Signorina hat versprochen, artig zu sein. Ich rufe dann, wenn ich Sie brauche. Zufrieden? So. Sie haben Angst, ja? Schön den Mund aufmachen. Aufmachen. Weit auf und entspannen. Nicht zu verkrampfen. Ich verspreche Ihnen, dass Sie nicht spüren werden. Gar nichts. Schön auflassen. Nicht bewegen. Ganz ruhig. Und das war's auch schon. Ist doch nicht schlimm. Hey, nicht schlapp machen. Es geht schon besser, nicht? Gleich geht's besser.
Nicole, öffne deine Augen. Sieh mich an. Nicole. Ich kann nun mal Schmerzen nicht ertragen und musste darauf bestehen. Entschuldigung. Ist doch nicht nötig, dass ich zur Kontrolle komme, oder? Darf ich, Dottore? Ja, natürlich kommen Sie. Ich warte schon 3 Stunden. Nehmen Sie Entschuldigung, Platz. aber das ist lange. Man mag ja voraussetzen, dass ich als Rentner nichts zu tun habe, aber das stimmt nur bedingt. Heute zum Beispiel habe ich meiner Frau versprochen, mit ihr ins Kino zu gehen. Und wenn ich nicht pünktlich bin, dann gnade mir Gott. Außerdem jagt mir das Wartezimmer eines Zahnarztes immer Angst ein. Wissen Sie, ich war Buchhalter im Ministerium. Dort ist es mit den Warteräumen was anderes. Aber bei Ihnen, Dottore, ist man doch, mit allem Respekt gesagt, etwas aufgeregt. Ja, das lässt sich nicht leugnen. Na gut, in meinem Fall ist das vielleicht nicht ganz so. Es geht wieder mal um diese verdammte Brücke. Alles war in bester Ordnung. Bis gestern. Da weiß ich doch nichts ahnen in ein Schnitzel, es kracht und die Brücke ist eingestürzt. Emilio! Emilio! Ja? Ich lasse dir die Hunde da. Ich werde runter zum Fluss gehen. Da oben findest du nirgends was. Lohnt sich nicht. Und wenn sie eine Blume wäre? Tja, ohne Zweifel eine Margerite. Es ist die Sandri. Ach nein, die wäre bestenfalls eine Chrysantheme. Und was wäre sie als Tier? Das ist aber dein letzter Versuch. Sie wäre als Tier, ein Reh wäre sie. So jemanden kenne ich nicht, glaube ich. Aber ja, das bist doch du. Also ich soll ein Reh sein und das meinst du ernst? Bravo, Nicola. Ich musste auch immer an ein Reh denken. Klein und etwas scheu. Dann müsst ihr mich beide nicht sehr gut kennen. Wieso? Wie würdest du dich denn sehen? Naja, da wäre ich eher eine Wildkatze. Eine Wildkatze. Mein Häschen. Du magst doch sicher Apfelkuchen. Gerade hat Mama nämlich einen gebacken. Aber Papa sollte ihn doch kriegen. Für uns habe ich einen anderen besorgen lassen. Wenn du willst, kannst du heute Abend ein Stück davon essen, ja? Wir können natürlich auch für deine Freundin eins aufheben. Das war mein erster Kuchen. Den habe ich gebacken, als Emilie mich zum allerersten Mal hier besucht hat. Ganz frisch verlobt waren wir da. Ja. Nun sagt er immer, er hätte mich bloß wegen dieses Kuchens geheiratet. Dabei macht er natürlich nur Spaß, das ist klar. Es sind eben immer die kleinen Dinge, die... Ein Spielverderber, interessant. Hier.
Na kommt. Gefällt es dir? Eugenia ist weggegangen, also dann werde ich jetzt auch gehen. Nein. Lass uns zusammen auf sie warten. Komm her. Wie nett, dass du mir Gesellschaft leistest. Setz dich. Du kannst doch sicher häkeln? Na, sehr gut bin ich nicht. Nein? Oh, dabei ist es wirklich ganz einfach. Mit einer festen Masche geht's los, worauf ein Stäbchen folgt. Probier's. Versuch den Faden jetzt durchzuziehen. Durchziehen. Warte, ich will dir etwas zeigen, was dir bestimmt sehr gefallen wird. Doch nur, wie schön es ist. Wunderschön, nicht wahr? Da war ich 20 Jahre alt. Braver Hund. So, rein mit dir. Na, mach Platz. Gut, brave Hunde seid ihr. Brav. Ach, eine Frage. Kennst du dich aus in den Nebenwirkungen, die Novocain hat? In welcher Hinsicht? Allgemein. Ich weiß nur, dass es bei einigen Menschen nicht wirkt. Aber das dürfte dir nicht neu sein. In diesen Fällen werden andere Betäubungsmittel eingesetzt. Weshalb interessiert dich das? Ach, nur so. Also ich finde, die Betäubungsmittel sind immer ein zweischneidiges Schwert. Es gibt Menschen, da verursachen sie gleich einen Kollaps und bei anderen wirken sie gar nicht. Im Gegenteil. Ich erinnere mich an einen Patienten, der hat danach einen Lachanfall gekriegt. Mein erstes Konzert ist auch das letzte gewesen. Ich begegnete in jener Nacht Emilio. Ich habe Angst, dass es kaputt geht. Ja, ich hätte trotzdem weitermachen können. Ja. Wirklich, mein armer Emilio hätte nichts dagegen gehabt, nicht das Geringste, da bin ich absolut sicher. Ich entschied das allein. Ich konnte ganz einfach nicht. Es war mir, ich weiß nicht, als würde ich mich dann viel zu wenig um ihn kümmern können und das wollte ich nicht. Und heute geht es mir nicht anders. Zum Beispiel immer, wenn ich mich ans Klavier setze, dann kommt es mir so vor, als würde ich ihn hintergehen. Du verstehst Mama? Du warst plötzlich nicht da. Ich habe deiner Mutter Gesellschaft geleistet. Sie hat mir gerade ihre Kleider gezeigt. Papa ist zurück. Emilio, gib das Kleid her. Schnell in den Schrank damit. Was wollt ihr noch hier? Los, geht runter, aber schnell. Ciao, Papa. Ciao. Nichts geschossen? Buonasera, Dottore. Wie üblich. Seit Jahren geht er zur Jagd, hat aber noch nie was geschossen. Nie. Du solltest dich nicht auch noch am Sonntag anstrengen, finde ich. Ich streng mich nicht an. Hier zu Hause zum Beispiel
ist es heute ganz friedlich gewesen. Eine herrliche Stille. Nicola war so nett, mir Gesellschaft zu leisten. Ach ja? Ja. Ich würde nur gern wissen, was das Mädchen den ganzen Tag bei uns zu suchen hat. Weißt du, das arme Ding ist so allein. Der Vater lebt als Diplomat immer im Ausland, also wohnt sie bei einer Tante. Sie ist nett, nicht wahr? Sie scheint mir wesentlich erwachsener als Eugenia zu sein. Viel reifer und außerdem so unendlich sensibel. Ich finde, dass sie ein Mädchen wie alle anderen ist. Glaubst du nicht, dass in dem Alter alle gleich sind? Vielleicht. Trotzdem scheint mir Nicola irgendwie anders zu sein. Vermutlich, weil sie es schon lange gewohnt ist, allein zu sein. Die Tatsache, dass sie statt bei ihren Eltern mit einer Tante lebt, dürfte nicht ausreichen, um intelligenter und sensibler als die anderen zu sein. Nein, Liebling, nein. Ich Es gibt bitte. anscheinend nichts, was dir gefällt. Bist du dir da ganz sicher? Heute Abend sind wir alle bei Francesca eingeladen. Die Freunde ihres Bruders werden auch da sein. Gehen wir zusammen hin? Nein, danke, Eugenia, kein Bedarf. Bist also sauer auf mich? Ach, wo denkst du denn hin? Nicht die Spur. Es ist nur so, dass die Jungs mir auf den Geist gehen, weil sie noch so dumm sind. Das sind alles Milchgesichter, die sich für toll halten. Und ich sehe auch gar nicht ein, dass ich für irgendjemanden die Amme spielen soll. Also dann sehen wir uns morgen. Ciao. Hast du schon gehört? Mariella bringt ihren Fallschirmspringer mit. Ach ja? Mit Fallschirm oder ohne? Ich komme nicht. Hab zu tun. Die Signora hat es dir wohl ausgeredet. Quatsch, ich lasse mich von niemandem beeinflussen. Ich habe nur solche Treffen satt, auf denen Milchgesichter so tun, als ob sie Männer wären. Die sind wie kleine Kinder, die sich in die Hosen machen und alles, was sie anfassen, wird dreckig. Nicola, komm, du kannst bei mir mitfahren. $7.000. Danke. Ernesto Tore, warten Sie! Ciao, Papa. Du hättest doch wenigstens anrufen können. Wer hätte in der Zeit meine Hausaufgaben gemacht? Weißt du eigentlich, wie spät es ist? 10:30.
Na siehst du, sie ist wieder da. Nun brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen. Entschuldige, ich habe nicht zugehört. So, aha. Ist etwa was nicht in Ordnung? Ich komme gleich wieder. Mein Lieber, diese Sachen gehören zu deiner Zeit, zum Varieté. Dann hat er angefangen, mich auszuziehen. Und dabei hat er mich die ganze Zeit geküsst. Überall hin. Und jede Menge Schwachsinn hat er geredet. Mein Vögelchen, du machst mich verrückt. Verstehst du? Ich mag ja sein Vögelchen sein, aber ich weiß nicht, was ich morgen anziehen soll. Ich bin ein einziger blauer Fleck. Auf der Brust, am Hals, zwischen den Beinen, einfach überall. Ich weiß wirklich nicht, was ich machen soll. Oh Gott, mein Vater. Eugenia, mach sofort die Tür auf! Eugenia! Hast du nicht gehört? Du sollst die Tür aufmachen! Es war gar nichts! Mach auf! Mach auf! Ich habe doch gar nichts getan! Nein! Nichts davon ist wahr! Was ist nicht wahr? Was soll nicht wahr sein? Nichts ist wahr! Gar nichts ist wahr! Eugenia. Mein Kind. Nun schämst du dich sicher für deinen Vater. Ich habe dir doch gesagt, dass es nicht wahr ist. Glaubst du deiner Tochter nicht? Tu das nie wieder. Versprich mir, das nie wieder zu tun. Es ist gut. Zieh dich an, hier, Schatz. Ich hätte es wohl nicht tun dürfen. Aber wenn ich höre, was die anderen immer erzählen. Sie sollten einfach nicht denken, dass nur ich noch... Dummchen. Andererseits hatte ich in deinem Alter auch ein paar Jahre lang ein verrücktes Verhältnis mit einer Frau, die davon gar nichts wusste. Sie sollen nicht sagen, dass ich die Dümmste bin, verstehst du? So war es bei mir auch. Es begann mit einer klitzekleinen Lüge. Und dann war ich gezwungen, jeden Tag so weiterzumachen. Die anderen Schüler lagen doch jeden Morgen schon auf der Lauer. Emilio, los, wie war's gestern? Also habe ich erzählt, mir Sachen ausgedacht, Beschreibungen geliefert. Was? Habe schon selbst daran geglaubt. Klingt verrückt, nicht? Ich wurde sogar eifersüchtig. Und dann war ich gekränkt. Oh, und wie gekränkt ich war, wenn es jemand gewagt hat, Zweifel an meinen Worten anzumelden. Und später? Tja, später. Da hatte ich endlich eine Frau, eine echte. Sie war eine große Enttäuschung. Mich wird garantiert keiner enttäuschen. Ich mag das alles nämlich sowieso nicht. Ich möchte immer hier bleiben. Bei dir. Du wirst mich nie wegschicken, nicht wahr? Nein. Behältst mich bei dir, ja? Ach, mein Küken. Du wirst sehen, wie schnell du davonfliegen wirst, wenn du dich erst verliebt hast. Denn dir wird ein richtiger Mann über den Weg laufen. Keines dieser Jüngelchen, die jetzt hinter dir her sind. Ich sag doch, das interessiert mich nicht. Die Liebe ist eine Erfahrung, die sich durch nichts ersetzen lässt. Ich weiß es noch genau. Ich war gerade 22, als ich deine Mutter kennenlernte. Wir beide kamen aus... Mach das Licht aus, ich bin müde. Du hast nichts gegessen. Soll ich dir etwas bringen? Danke, ich brauche nichts. Gute Nacht. Gute Nacht. Wo bist du hin? Ach, ich suche nur Tabletten für Eugenia. Wieso? Hat sie Kopfschmerzen? Nein, sie hat bloß ihre Tage bekommen. Wahrscheinlich Bauchschmerzen. Aber nein, sie hat mir erklärt, dass vor es... allen Dingen so unordentlich und natürlich auch beim Essen. Das musst du dir mal vorstellen. Psst, psst. Gestern habe ich sie doch tatsächlich dabei erwischt, wie sie kalten Fisch aus dem Kühlschrank gegessen hat.
Hast du immer so starke Schmerzen? Ja, immer. Als ob man mich vierteilen würde. Ach, übertreib nicht. Du wirst sehen, das geht vorbei. Stimmt, ein Leben lang wird das nicht dauern. Ja, eine kleine Verdauungsstörung. Ich habe dir einen guten Kräutertee gekocht. Du musst dir endlich angewöhnen, Essen nur bei den Hauptmahlzeiten einzunehmen. Hier, trink. Lauwarm. Der bringt die Verdauung in Schwung. Trink aus, du wirst sehen, gleich fühlst du dich besser. Das sind keine Bauchschmerzen, wann kapierst du das endlich? Jede Hündin auf der Straße hat's, Nicole hat's, jede Dienerin muss es ertragen, jede Frau hat's jeden Monat, verstanden? Hast du es vergessen oder warst du von Anfang an vertrocknet? Ihre Nerven sind ja so zart. Und sie kann nie auf sich Acht geben, wie Emilio. Er liebt das Naschen auch so sehr. Stell dir nur mal vor, hab ich sie doch erwischt? Das ist Jahre her. Da hat sie als kleines Mädchen seelenruhig eine Tube Kakaobutter ausgelutscht. Und danach ist ihr so übel gewesen. So übel wie heute. Genauso. Sie meint, sie hätte keine Bauchschmerzen. Sie will alles besser wissen. Besser als ich, ihre eigene Mutter. Unvorstellbar, nicht wahr? Sag mal, geht's dir auch so? Ich verspüre an diesen Tagen mehr Lust als sonst. Worauf mehr Lust? Liebe zu machen. Und wie soll ich dir das erklären? Je stärker es wehtut, desto intensiver denke ich dran. Vielleicht. Naja, ich verstehe schon. Denkst du auch immer daran? Manchmal tue ich das, klar. Willst du dann mit einem Mann schlafen, den du kennst? In den du verliebt bist? Oder geht's dir um Liebe machen an sich? Und dir? Zuerst um Liebe machen überhaupt. Dann überlege ich mit wem. Aber probiert hast du es noch nicht. Und du? Ja. Kenne ich ihn? Nein. Zu der Zeit wohnten wir noch in Wien. Wie war er? Der Typ war einer von der stillen Sorte. Aber sag mal, hat er dir gleich gefallen? Er sah gut aus. Macht es dir Spaß, mit einem zu schlafen? Das gefällt doch allen. Nicht wahr, Mattia? Erinnerst du dich an den Tag, als Mattia das erste Mal zu uns kam? Er war ganz nass, der Kleine. Und danke. Sie haben einen Heidenaufstand gemacht, ihn behalten zu dürfen. Dann wollten Sie nichts mehr von ihm wissen. Das ist nicht wahr. Genau so war's. Sind Sie ein einziges Mal mit ihm rausgegangen? Oder haben Sie je daran gedacht, ihm Futter zu geben? Nein. Na also, wenn Sie wollen, können Sie es ja heute mal versuchen. Ich habe keine Zeit, ihm das Futter zu geben. Ich muss Hausaufgaben machen, das siehst du doch. Ah ja, immer das Gleiche. Eine Ausrede nach der anderen. Sie wollen einen Hund und ich habe die Schererei. Musst du denn immer rummeckern? Was soll das? Außerdem macht er das ganze Haus weg. Stimmt gar nicht, das hat er nie gemacht. Und er klaut. Er ist ein sauberer Hund und er hat niemals geklaut. Der klaut das Fleisch vom Teller. Na und, was regst du dich auf? Der Hund macht, was er will, weil ich es so will. Auf dem Land hätte es besser. Warum gebt ihr ihn nicht weg? Das könnte dir so passen. Der Hund bleibt hier bei mir. Ich bin die Einzige, die ihn gern hat. Und ich will nicht ohne ihn sein. Ja, Sie kümmern sich Tag und Nacht um ihn. Ich bin bei ihm. Ich streichle ihn. Warum geben Sie ihn nicht Signora De Bini? Sie wissen schon, der vom Tierheim. Jeden Tag läuft der Köter auf die Straße. Irgendwann wird er mal überfahren. Papa. Papa, es ist doch schon 4. Es ist 4 Uhr. Warum habt ihr mich nicht früher geweckt? Wo ist denn mein Jackett? Im Korridor. Du scheinst alt zu werden. Du schläfst mit der Zeitung in der Hand ein. Tja, vielleicht hast du recht. Eins ist sicher. Ich brauche Urlaub. Ich auch. Ehrlich gesagt, Kleines, glaube ich, dass jedem von uns Erholung gut tun könnte. Das Beste wäre, Mama eine Zeit lang in eine Klinik zu schicken. Wäre das eine Lösung? Wie du willst, Papa.
Darüber sollten wir nachdenken. Komm mit, Emilio. Hier entlang. Diese Station, weißt du, ist mein Kunstwerk. Große, helle Zimmer, alle schallisoliert. Die Kranken finden hier absoluten Frieden und können sich optimal erholen. Verstehst du? Manchmal hätte ich große Lust, mich auch hier einzusperren, damit ich mal zur Ruhe kommen kann. Aber woher die Zeit nehmen? Doch, wem sage ich das? Hier, Emilio, kann sich deine Frau wie zu Hause fühlen. Sogar noch besser, das garantiere ich. Die Leistungen, die wir ihr bieten, hat sie zu Hause nicht. Deine Anna ist nun mal keine Fachkraft. Hier wird sie Tag und Nacht von einer Krankenschwester betreut. Auch die Ernährung wird kontrolliert. Herrlich, nicht? Was ist los, Emilio? Ist was nicht in Ordnung? Oh, nein. Ich fühle mich nur so seltsam. Oh. Mich bringt nichts in Schwung. Nichts kann die Sinne erregen. Vielleicht werde ich alt. Aber dann ist auf einmal alles anders. Ich fühle mich jung, sehr jung sogar. Selbst die Eugenia kommt mir dann wie meine eigene Mutter vor. Nein, nach Hause fahren und Elisa wäre nicht da. Nein, ich weiß nicht. Unmöglich, ich kann eine so große Verantwortung nicht tragen. Wenn ich bloß allein sein könnte, ohne all die Bindungen und Verpflichtungen, aber ich fürchte mich, allein zu sein. Niemand kennt dich besser als ich, glaub mir. Du dramatisierst die Situation. Leg endlich deinen Pessimismus ab. Hab keine Angst und mach dir keine Sorgen. Du wirst sehen, alles wird gut werden. Schicke Lisa für eine Weile zu uns, dann lösen sich die dunklen Wolken schnell in nichts auf. Bestimmt. Signora, wo wollen Sie hin? Na? Ich will nur nach der Signorina in 141 sehen, wissen Sie? Sie haben ein Telefon. Nein, Rufen ich muss doch sie an. sehen. Verstehen Sie? Sie dürfen nicht raus. Ich bitte Sie, bitte. Nur eine Telefonieren Minute. Sie Ich mit muss ihr. nur Oder eine rufen Sie die Schwester Minute. an. Nein, später. Ich muss Sie sie werden aber sie später sehen, sehen. sofort. Hier gibt es Ich kann Regeln. nicht Daran warten. müssen Sie sich Ich bitte Sie, Doktor. Ich weiß aber, ich habe Sie Seien Sie versprochen. vernünftig. Bitte, Doktor, bitte. Alles gut. Sprich mit mir. Warum sprichst du nie mit mir? Sag ein Wörtchen, sag mir, was du denkst. Ich weiß nie, woran du denkst. Und es liegt am Winter. Die Bäume sind ohne Blätter. Und ich werde alt, so alt. Wie traurig ist der Anblick eines Gartens im Winter. Das ist nun mal so. Ihre Plastikblumen werden den Frühling auch nicht zurückholen. Nein, das wirkt einfach hässlich. Das sieht unecht aus. So ist es. Zieh nicht so, verdammt nochmal, du blöder Köter. Ich werde dich umbringen. Los, komm her. Was tust du ihm Fragen an? Sie mich nicht an. Fragen Sie lieber, was der mir hat. Lass du ihn los. Hurensohn. Der gehört in die Pfanne. Was sind das für Dem müsste man Ausdrücke das in Maul Gegenwart einer zunehmen. Dame? Ha, ein cleverer Dieb, dieser Köter. Wissen Sie, wenn ich der Polizist gewesen wäre, was ich mit dem Kerl gemacht hätte? Red keinen Schwachsinn. Schluss, halt endlich den Mund. Sie haben ist uns ein Matthias Frauchen. zurückgebracht. Wie entzückend. Sie hätten sie aber nicht Entschuldigen solche Sie die Störung, Umstände aber der machen Chef schickt mich, um müssen. Ihnen zu sagen, dass Ihr kleiner Liebling wieder geklaut Bitte hat. kommen Sie rein. Danke. Möchten Sie vielleicht eine Erfrischung? Nein, danke, Signora. Ich sollte Ihnen bloß sagen, dass Ihr Hund heute schon wieder geklaut hat. Wieso denn Klar? das? Dieses höfliche Hündchen sollte stehlen, dafür ist er doch viel zu klein. So klein nun auch wieder nicht. Er bringt einiges auf die Waage. An die 5, 6 Kilo hat er. Er würde ich wollte sagen. einen Scherz Was ich machen, sagen wollte, Janine. Bitte Signora. bring dem Herrn eine Erfrischung. Sie Danke. möchten doch eine, nicht? Also, ich wollte Ihnen sagen, Signora, dass dieser Hund hier heute Morgen eine ganze Kalbsroulade direkt aus der Einkaufstasche der Signora Proietti geklaut hat. Der Chef war echt sauer. Sie ist nämlich eine gute Kundin. Und außerdem sagt er, wäre sowas gar nicht gut für unser Geschäft. Ich meine, für seins. Ein Hund, der Fleisch klaut, wo soll das bloß hinführen? Bitte wiederholen Sie nie wieder dieses hässliche Wort. Aber Er es wusste es stimmt. nicht besser, also ist er unschuldig. Spielen wollte er, das liegt in seiner Natur. Sie sind noch jung, Sie müssten das verstehen. Also, Signora, wenn wir mit den Hunden zu quatschen anfingen, wir könnten sie nicht mehr essen. Jedenfalls wollte ich nur sagen, dieser Hund hier hat einen Herrn. Und der sollte ihn nicht so frei herumlaufen lassen. Man muss ihn anbinden, der gehört unbedingt an die Leine. Ja. Oh, mein bedauernswerter Mattia. Ein Wesen, das an seine Freiheit gewöhnt ist, kann gehen, wohin es ihn treibt. Sie scherzt. Mann, hat Sein er's Leben gut. plätschert glücklich dahin, ohne Zwänge und Zeiteinteilung. Und da kommen Sie und verlangen von mir, ich soll ihn an eine Eisenkette legen und sagen, basta, von heute an hat deine Freiheit ein Ende. Bloß weil es einem Menschen nicht gefällt, dass ein Hund frei sein darf. Das soll ich ihm sagen? Sie werden schon die richtigen Worte finden, Signora. Ah, ja? Signora, ich soll Ihnen auch noch von meinem Chef sagen, dass er diesen Hund, falls er wieder bei uns auftaucht, erledigen wird. Was? Ja, er macht ihn kalt mit einem großen Fleischmesser. Sprechen Sie nicht so vor ihm? Tja, das hat er aber Bei Ihrer gesagt. Jugend, junger Mann. Merken Sie nicht, welche Schauer der Bestürzung Ihre hässlichen Worte auslösen? Schweigen Sie! Es wird Zeit, dass Menschen aufhören, sich zu verbünden, um anderen Wesen die Freiheit zu rauben. Denn auch die Freiheit eines Hundes ist eine ernstzunehmende Angelegenheit. Sur mon chien gourmand et tendre, sur ses oreilles dressées, sur sa patte maladroite, j'écris ton homme, et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie.
Je suis né pour te connaître, pour te nommer. Liberté. Lieber was? Liberté. Ah, Liberté. Freiheit, sie ist das höchste Gut. Es ist sehr wichtig, dass man sein Leben selbst planen kann, ohne angekettet zu sein. Sagen Sie das Ihrem Chef, erklären Sie es ihm. Sie müssen es ihm erklären, so jung wie Sie sind. Ich komme aus ganz einfachen Verhältnissen. Wie soll ich dem was erklären? Ich habe doch nichts gelernt. Wenn mein Chef mich zu Ihnen schickt, laufe ich los. Und sagt er los, bring den verdammten Köter um, dann mache ich das. Ich finde es außerdem besser, wenn ihr euch persönlich Erklärungen an den Kopf schmeißt, wo ihr doch studiert habt. Was geht's mich nur an? erklären, dass ein lebendiges Wesen, das alles, was lebt, ein Recht auf Freiheit hat. Oh, Sie, Emilio. Signora. Was ist denn geschehen? Was ist hier los? Nichts, Dottore. Ich bin hier, um der Signora zu erklären, dass der Hund eine ganze Kalbsroulade aus der Einkaufstasche der Signora Proietti geklaut hat und ich... Du vergreifst dich im Ton, Junge. Was weiß ich, wie man das sagen soll, Dottore? Irgendwann muss ich zurück. Und die Signora verlangt von mir, dass ich meinem Chef das mit der Freiheit erkläre. Also der haut mir glatt einen vor die Platte. Würde das den Schaden decken? Glaub schon, Dottore. Danke. Arrivederci, Und Signora. nun verschwinden Sie von hier. Elisa, Hey, was war Dottore, das ist die beste Erklärung für meinen Chef. Die Sprache versteht er bestimmt. Küsst die Hand. Küsst die Hand, Verehrteste. Ach, nun ist alles vorbei. Alles ist gut. Sag mal, wie gefällt dir das? Es ist wärmer geworden, ja? Sieht es nicht herrlich aus, diese Ja, Farbenpracht? fantastisch. Gefällt's Was hast du dir? für mich getan? Und Macht nichts, lass nur, ich werde es richten. Du hast dich verspätet. ich habe Wo mir die neue warst du? Klinik von Antonelli angesehen und über deinen Gesundheitszustand informiert. Du bist so lieb. Du denkst immer an alles, du Gute. Du wirst sehen, dieser Winter geht bald zu Ende. Ja. Momentchen noch. Das war's, Sie können gehen. Lassen Sie sich gleich einen neuen Termin geben. Das werde ich. Um 18 Uhr morgen. Passt Ihnen das? Ja, natürlich. Danke. Arrivederci. Jetzt wäre nur noch einer dran, Signor Basini. Soll ich ihn schon reinbitten? Nein, nein. Was willst du denn hier? Ich hatte keine Lust mehr, in offene Münder zu schauen. Da habe ich die Instrumente einfach fallen lassen und mich verdrückt. Oh, Nicola. Sollen wir dich nach Haus fahren? Du fährst sie doch nicht, wahr, Papa? Ich hoffe, sie hat keine Angst mehr vor Zahnärzten. Sie ist nicht wieder erschienen. Nein, danke. Ich gehe lieber zu Komm, fahr mit. So sind wir wenigstens noch ein bisschen länger zusammen. Nein, steig vorne ein. Ehre, wem Ehre gebührt. Also eins muss ich wirklich noch loswerden. Die dämliche Sandri ist mir echt auf Entschuldigt den mal Nerv bitte. gegangen. Weißt du, was die Ich zu mir habe da gesagt eine gute hat? Idee. Ich wollte euch was sagen. Was haltet ihr von einem kleinen Ausflug? Wir könnten ans Meer fahren und dort schön essen gehen. Habt ihr Lust? Papa, bei diesem Wetter? Ach, was geht uns das Wetter an? Wir wollen ja nicht baden. Das Meer ist immer schön. Ich kann nicht, wirklich nicht. Ich müsste meine Tante versetzen. Los, Eugenia, überzeug sie. Na klar, das wäre doch ganz lustig. Wir müssen nur bis 6 die Hausaufgaben schaffen und schnell Susanna besuchen. Seit wann Heute nicht. interessieren euch Hausaufgaben? Vielleicht ist es heute wirklich nicht so günstig. Lieber ein anderes Mal, ja? Aber wir fahren Nicola nach Hause. Wie ihr wollt. Ich habe es heute endlich mal geschafft, mich von der tristen Praxis So loszureißen. grässlich ist sie wirklich nicht. Ich meine, es lässt sich Du bist aushalten. bloß vor lauter Angst nicht wieder hingegangen. Papa ist ein klasse Arzt. Trau dich ruhig. Mit einer Betäubungsspritze merkst du nichts. Ach du, Eugenia. Bleib nicht auf dem Boden hocken. Du erkältest dich noch.
Man weiß nie, wo du dich nachts so rumtreibst. Um diese Zeit schlafen artige Kinder. Und du? Ich bin also deiner Meinung nach ein Kind. Und ich? Nun komm schon, sonst wirst du krank. Los, leg dich hin. Sei vernünftig. Ins Bett, Abmarsch. Du wolltest dich hinlegen. Wer weiß, wie viele Frauen du hast. Wie viele sollte ich schon haben? Willst du sagen, du hättest keine Geliebten? Was soll das heißen, Eugenia? Schluss damit. Ich will ja nicht behaupten, dass ich nie ein Verhältnis gehabt hätte, aber das ist vorbei. Sieh mal, auch wenn ich wollte, wird mir die Zeit fehlen. An deiner Stelle würde ich Geliebte auf der ganzen Welt haben. Ach ja? In Afrika? Aha. In Indien? In Japan und am Nordpol auch. Da wäre es wohl ein bisschen kalt, nicht? Nein. Du besuchst ja deine Eskimo-Geliebte in ihrem Iglu. Ah. Und dort würdet ihr euch wunderbar fühlen. Abgesehen von dem Risiko, dass unser lauschiges Liebesnest schmilzt. Im Feuer unserer wilden Leidenschaft. Siehst du, wie gut es uns geht, wenn wir allein sind? Wir könnten für immer zusammenbleiben. Wir brauchen noch keinen anderen. Morgen habe ich Geburtstag. Was schenkst du mir? Ich weiß nicht, was du willst. Dann geh mit mir bummeln. Wir suchen zusammen was aus. Ich gehe jetzt schlafen, ich bin müde. So ein Mist, ich kann nichts zum Anziehen finden. Du tust gerade so, als ob du ein Rendezvous mit dem blauen Prinzen hättest. Du siehst doch gut aus. Was hast du denn? Ärgert es dich sehr, dass wir heute nicht zusammen ausgehen werden? Unsere Verabredung zählt nicht, ja? Du weißt doch, wie mein Vater ist. Nie hat er Zeit. Ziehen wir heute nicht los, klappt's nie. Dann kann ich mein Geschenk vergessen. Schade, aber gut, dann gehen wir eben morgen aus. Ciao, Eugenia. Komm mit, ich habe eine Idee. Buonasera, dottore. Buonasera. Aber du... Ciao, Papa. Nicola. Wir haben Wache gestanden, weil wir Angst hatten, dich nicht zu sehen. Ach so. Ich habe sie mitgenommen, damit sie mich beraten kann. Also weißt du schon, wohin du willst. Genau. Ach. Buongiorno. Buongiorno. Könnten Sie mir bitte die Garnitur im Schaufenster zeigen? Ja, sofort. Welche meinen Sie, Signorina? Die da. Die in der Mitte? Gehen wir rein. Sehen Sie, Signorina, diese Garnitur ist wirklich ganz, ganz besonders fein. Ja. Schauen Sie mal, was für ein herrlicher Stoff. Und erst die Farbe ganz modern, Nilgrün. Sehen Sie? Es ist extra eng anliegend. Hübsch, nicht? Gefällt's dir? Ja, ist nicht schlecht. Außergewöhnlich schön. Oh, und dir, das ist ja ganz raffiniert. Diese Farbe ist der letzte Schrei. Ich versichere es Ihnen, die Nachfrage ist enorm. Eigentlich suche ich etwas Eleganteres. Dann werde ich Ihnen etwas anderes zeigen. Danke. Da bin ich aber gespannt. Irgendwie sieht das gar nicht so schlecht aus. Auch der BH ist hübsch. Überleg mal, wenn So, du eine enge Hose bitte, wir haben ein trägst, umfangreiches Sortiment in den verschiedensten Na, mal Farben. sehen. Wenn Sie Oh, mal schauen schick. möchten. Lass die Zeit nicht überstürzen. Dieses Grün. Was sagen Sie zu diesem Wunderwerk? Der Das habe ich Strumpfhalter ist gerade in wieder einem modern. Journal entdeckt. Da trug ein Model Wird ein viel Kleid mit verlangt. einem Schlitz und man konnte die Strumpfhose Aber sie sehen. dürfte unbequem sein. Wie gefällt er mir ganz gut. Dann kauf ihn doch. Naja, aber andererseits unter der Hose. Das sage ich ja. Außerdem möchte ich lieber was aus Kunst sein. Aber gern, damit kann ich auch dienen, wenn Sie mal schauen wollen, in schwarz. Nicht schlecht. Weiß nicht. Quasi das pikante i-Tüpfelchen. Und ich bin sicher, dass es dem Herrn gefallen wird. Hören Sie, die Signorina ist meine Tochter. Oh, Verzeihung. Sie sehen noch so jung aus. Kompliment. Wir hätten noch Entscheidet Hast du euch. gehört? sowas da. Aber hiervon überzeugt mich leider nichts. Haben Sie vielleicht auch einen schwarzen Strumpfhalter mit Spitzen? Ja, du Gewiss, willst ich habe also doch doch gerade einen einen. hingelegt. Augenblick bitte. Ah, da sieht ist ja der. nichts aus.
Ist der nicht dein Traum, Signorina? Schön, aber ist er wie deiner? Ich will den gleichen, den du hast. Ach, den zieh ich doch gar nicht mehr an. Ich hatte ihn mir nur mal aus Spaß zugelegt, aber so ein Zeug gefällt doch nur Greisen. Oh, sagen Sie das nicht, Signorina. Wir verkaufen davon sehr, sehr viele. Vor allen Dingen an junge Gefällt Mädchen. er dir? Sie sind der letzte Schrei. Wenn du ihn anprobieren möchtest. Sehr hübsch, nicht wahr? Sag ich. Sie haben doch sicher eine Umkleidekabine, wo sie das mal überstreifen kann. Bitte, Signorina. So viele schöne Sachen und du suchst dir sowas aus. Was Ich hältst du bitte davon? Sie, das ist erste Kannst du auch Qualität. anprobieren. Spitze, das Ja, ist das handgenäht. bezweifle ich nicht. Nein, ich will das hier. Also, wir sehen uns zu Hause. Was soll das heißen? Ihr geht schon? Nein, lasst uns erst noch Aber was ich trinken. muss das doch extra so einrichten, weil du um 6 einen Termin hattest, oder? Bestimmt, doch den kann ich verschieben. Kommt, gehen. Nein, also das fehlte noch. Ich muss ja jetzt auch noch zu Nicole Hausaufgaben mit dir machen. Ciao. Ciao. Arrivederci, dottore. Buonasera. Entschuldigung, fährt der Bus nach San Pietro? Hören Sie, ich möchte wissen, ob dieser Bus nach San Pietro fährt. Ja, es sei denn, er fährt auseinander. Hier. Danke, hoffen wir das Beste. Entschuldigung. Ehrlich, über dieses Geschenk bin ich sehr froh, dass Sie dich nicht zu hoffen gewagt. Wirklich. Weil du dabei warst. Ich sage dir, sonst hätte er mir sicher wieder eine Tasche geschenkt. Seit Jahren schenkt er mir nichts anderes. Ein richtiger Albtraum. Manchmal träume ich nachts schon davon, dass er mir Taschen schenkt. Wie lässt sich das denn deuten? Denk doch mal kurz nach. Was gibt es da schon zu deuten? Eine Tasche ist eine Tasche. Und wozu hat man eine Tasche? Wozu? Um sie zu benutzen. Naja, und wie benutzt man sie? Wie schon, indem man etwas hineinsteckt. Und wie deutest du nun eine Frau? Eine Frau? Hören Sie sofort auf, die Pforten weg! Was ist? Sie müssen verrückt sein. Ich soll Sie berührt haben. Vergiss es, ein Weg, vergiss es. Nachher kommt es noch so weit, dass man auf der Straße vergewaltigt wird und alle sehen zu. Kopf sollten lieber die Schulbank drücken. Und der Schaffner hat auch nichts gesehen. Was sollte er wohl sehen? Wirklich schämen sollten Sie sich, Sofort aufmachen, wir wollen Leute zu aussteigen. beleidigen. Halt an, Alfredo! Die Signorine wollen hier aussteigen. Unsere Gesellschaft gefällt ihnen nicht. Würdest du dich jetzt mal beruhigen? Was? Du solltest dich lieber bedanken. Schön, aber musstest du gleich so übertreiben? Das war doch nur ein armer Teufel. Den alten Trottel schief anzugucken, hätte doch wohl völlig ausgereicht, oder nicht? Eugenia! Wo willst du hin, Eugenia? Das ist aber lecker. Los, komm, fang weiter. Schnell zugreifen, die hat Eugenia gerade geholt. Siehst du, Nicole, ich würde sicher gar nicht merken, wie unaufhörlich die Zeit verrinnt. Wäre nicht jedes Jahr Eugenias Geburtstag. Diese Platte, hörst du sie? War mal ein Geschenk von Emilio. Ma come bello far l'amore. Nur meine Mutter wollte nicht, dass ich das höre. Hat gesagt, es wäre zu unanständig. Suchst du was, Schätzchen? Ich will den Mädchen deine Kleider vorführen. Du hast doch nichts dagegen, oder? Jungs, raus! Du gehst so lange nach unten. Los, raus hier. Ja, wir haben's geschafft. Bitte, Kinder. Bitte, seid nur alle sehr achtsam. Habt ihr noch Ja? ein ähnliches Kleid? Ja, das ist auch schön. Und das mit ein paar Jästen. Nein, nicht diese Spitzen. Diese Spitzen sind schon sehr alt und empfindlich. Diese Unordnung. Ja, da gibt es mehr. Sie durften es nicht gestatten, finde ich. Sieht das toll aus? Bestimmt. Steht
Aber Eugenia hat doch heute Geburtstag. Und wie hübsch diese Mädchen sind und so jung. Wie kann dir das Spaß machen? Ich finde es eine geniale Idee, sonst wäre es eine dieser gewöhnlichen, langweiligen Feten. Und an deine Mutter denkst du wohl gar nicht. Für sie sind all diese Kleider von großer Bedeutung. Das ist doch ihr ganzes Leben. Du bist ja genau wie die weise Grille. Die von Pinocchio. Sie war eine unerträgliche Schwätzerin, nicht? Sei keine Spielverderberin, Nicola. Wer will jetzt sehen? Wie meine Oma. Würdest du mir die Knöpfe zumachen? Da komm ich doch nicht durch, da reiß ich dir ja alle aus. Dunkelrot passt am besten. Probier mal diesen Lippenstift. Rein in den Bruder. Keine Ahnung. Und nun die passende Musik dazu. Gehen wir runter, gehen wir. Na los. Na los, gehen wir. Nein, ich weiß was Besseres. Freunde, meine Mutter spielt auf ihrem Flügel. Ja? Was für eine Idee, aber ich kann nicht einfach so. Sag mal, das ist viele Jahre her. Los, Mama, ich bitte dich, als Geschenk zu meinem Geburtstag. Siehst du denn nicht, dass sie nicht will? Steht bloß nicht so da, lasst sie einfach in Ruhe. Von mir aus, was ist denn schon dabei? Es ist ja ihr Geburtstagsfest. Also worauf warten wir dann noch? Gehen wir runter. Nein, Sie dürfen nicht gehen, gehen Sie nicht. Mama. Ja, natürlich, natürlich. Aber erwartet nur nicht zu viel von mir. Freiwillig, das wird lustig. Hey, was haben denn die an? Guck dir mal das Licht an. Das aus dem letzten Jahrhundert? Zeig mal. Du liebst wohl die Einsamkeit. Besser, ich mache noch das Licht aus. Eugenia! Der Hut ist ja Buongiorno. Sagen Sie... Lassen Sie mich. Danke, wirklich sehr nett. Wie reizend. Legen Sie es bitte dorthin. Danke. Das
Nicht weinen, Kleines. Das war heute eine herrliche Feier. Ich hatte so viel Spaß mit den jungen Leuten. Was? Ich kann die nicht verstehen. Das Wasser ist so laut. Am Anfang wirkten sie ja irgendwie, aber später nicht mehr. Auch die Jungs sind so nett gewesen. Ach, Eugenia. Ja? Sag mal, was soll diese Unordnung hier? Du räumst das sofort auf. Papa, ich mach das morgen, ja? Eugenia, ich habe dich gebeten, es gleich zu machen. Ist es schlimm, wenn all diese kostbaren Reliquien einer längst verflossenen Zeit eine Nacht lang länger hier draußen liegen? Wie du über deine Mutter redest, gefällt mir gar nicht. Du räumst hier auf und beeil dich. Das war ein Foul. Gib her. Was hast du mir denn so Wichtiges zu sagen? Bedeuten 10 Tage Verspätung, dass man schwanger ist? Nicht, was du denkst. Es handelt sich um eine Freundin, hab keine Angst. Eugenia, sag mir die Wahrheit. Da weißt du, Papa. Glaubst du, wenn es um mich ginge, würde ich dir davon erzählen? Mich interessiert nur deine fachkundige Meinung. Wer ist es? Oh, einer aus meiner Klasse. Ich will einfach nur wissen, kann sie durch irgendwelche Dinge sofort abbrechen, Darf ich vielleicht erfahren, wie sie heißt? Wüsste nicht wieso. Außerdem nennt man zwar die Sünde, aber nicht den Sünder. In der Zeitung habe ich gelesen, dass man in Amerika eine spezielle Pille entwickelt hat. Das ist ein totaler Schwachsinn. Weil man nach 10 Tagen nichts mehr tun kann. Da ist alles zu spät. Bleibt also nur eine einzige Lösung. Abzutreiben. Ich sag es ihr. Beinahe hätte ich's vergessen. Um 4 kommt Nicola zu dir in die Praxis. Nimm sie am besten gleich dran, sonst schaffen wir heute Nachmittag die Hausaufgaben nicht, okay? Mach ich. Norma, Sie müssen für heute die Termine absagen. Ja, alle. Danke. Tore, man hat ihn weggeschleppt. Da ein Strick und es ging ganz schnell. Gerade eben. Ja, gerade eben. Von wem redet ihr denn? Von Mattia, er hat ihn weggebracht. Wer hat ihn weggebracht? Der Hundefänger. Wir haben ja gesagt, dass er ihn gehört. Das hat ihn gar nicht Ich habe keine Zeit. Geh zu Eugenia Wir damit. töten die Hunde. Sie werden bei lebendigem Leibe verbrannt. Nein, wir erschießen sie einfach mit einer Pistole. Stimmt nicht, sie verbrennen sie mit Gas. Quatsch, das ist gar nicht wahr. Doch, ich bin dabei gewesen. Glaub ich nicht.
Buonasera, Dottore. Buonasera. Ich konnte nicht eher, entschuldigen Sie. Hat man Sie nicht informiert? Ich behandle heute nicht. Aber es geht mir schon seit vielen Tagen schlecht. Mir ist hundeelend. Ja, nur... Sie müssen etwas für mich tun. Ich halte diese Schmerzen einfach nicht mehr aus. Es dauert doch nicht lange und ich habe einen weiten Weg. Da das Telefon, Sie können mich doch nicht einfach wieder wegschicken. Ich kann doch nicht jeden Tag meine Kinder allein lassen. Nehmen Sie mich bitte ran. Ja? Ach, Eugenia, du bist's. Was ist los? Und was soll ich da tun? Du gehst am besten direkt zum Zwinger. Das heißt, sie wollen ihn dir nicht geben. Schatz, ich habe hier wahnsinnig viel zu tun. Beweise ihnen, dass er dir gehört und sie rücken ihn raus. Aber sicher, es geht ihnen nur um ein kleines Trinkgeld. Du wirst sehen, dann lässt sich... Halt, Moment, wieso Nicola? Du hast doch gesagt, sie will zu mir in die Praxis, heute Nachmittag noch. Hör zu, ich lasse den Rest der heutigen Termine von Norma absagen. Warte dort. Ich werde so in einer halben Stunde da sein. Ich brauche ein Gesundheitszeugnis, den Impfausweis gegen Staupe und Tollwut. Ich versichere Ihnen, das Tier ist kerngesund. Wir wiederholen alle Impfungen und schicken Ihnen die Bestätigung. Einverstanden? Vielen Dank, aber nur weil Sie es sind. Na komm. Du hast es gut, dass dich jemand so gern hat. Eugenia hat mir alles gesagt. Stimmt das? Ich verstehe nicht, was? Du bist schwanger. Wenn es nur 10 Tage sind, ist es noch möglich, dass... Ich muss Sie leider enttäuschen, Dottore, aber von mir wird wohl Eugenia keine Geschwister bekommen. Nein, ganz bestimmt nicht. Ja, eigentlich hat sie auch nicht direkt gesagt, dass du es wärst. Ich dachte ja nur... Du denkst zu viel. Was glaubst du? Lass das, ich bitte dich, Eugenia ist in der Nähe. Sie könnte uns sehen. So Nein. geht das nicht. Nein. Bist du müde? Nein. Und du? Wie war denn dein Tag heute so? Fantastisch. Was hast du? Gar nichts. Höchstens Hunger wie ein Bär. Ich gehe was essen. Ist Eugenia da? Was, Eugenia? Sie ist in ihrem Zimmer, denke ich. Hat wohl den Nachmittag über gelernt. Ich habe sie den ganzen Tag nicht gehört. Nein, der doch nicht. Der andere. Er spielt doch ganz toll Tennis. Nein, natürlich bei ihm zu Hause. Deren Wohnung müsstest du mal sehen. Na klar, ich habe ihn angerufen. Der war doch viel zu schüchtern. Aber dann wurde er richtig wild. Was soll ich dir erzählen? Wir haben alles Mögliche gemacht. Er war überhaupt nicht zu bremsen. Sein Mund wanderte den Hals entlang, zu den Brüsten hinunter. Tiefer und immer tiefer. Und plötzlich riss er mir die Kleider herunter. Seine Nägel krallten sich in mein Fleisch, dass es wehtat. Mich hat er dabei Hure, Nutte und Schlampe genannt. Das war noch das harmloseste. Aha, das klingt ja, als ob da ein Vulkan ausgebrochen wäre. Und wer war nun dieser glückliche Supermann, ich höre? Jetzt ist mein Vater da. Ja, bis morgen. Mit wem hast du geredet? Mit Nicola. Erzählt dir Nicola eigentlich auch alles? Ich meine, hat sie genau solche Abenteuer oder sind es andere? Ich schätze, die sind so wie meine. Du wärst eine ganz hervorragende Schauspielerin. Die Aufmachung ganz grandios, sehr passend mit diesem Schal. Dieses Mal ist es also wirklich geschehen. Dann bist du ja endlich an einen Jungen geraten, der dazu bereit war.
Macht Schluss! Macht Schluss auf der Stelle! Es ist spät. Sehr, sehr spät. Elisa. Sehr spät. Sehr spät. Schon viel zu spät. Elisa, warte. Wird Zeit, dass du schläfst, tief und fest, und deck dich bis oben hinzu. Sonst erwachst du morgen mit schrecklichen Halsschmerzen. Lass sie doch, Sei komm. doch nicht so ungeduldig. Wir haben alle Zeit der Welt. So viel Zeit, wie wir brauchen. Komm, schließ die Augen. Mach sie zu. Mach sie zu. Bitte hör auf, lass sie doch in Ruhe. Siehst du? Nun schläft sie. Komm. Jetzt können wir. Warum hast du mir eine Ohrfeige gegeben? Du hast mir noch nie eine Ohrfeige gegeben. Du hast mir wehgetan. Mein ganzes Gesicht brennt noch. So. Dieses zarte Gesicht. Nimm das, trink. Du bist stolz auf deine großen Hände, was? Alle Männer müssen große Hände haben, damit sie dich leichter zerquetschen können. Feiglingshände, Drecksauhände, die dich befingern, die tief in dich hinein. Hör auf damit. Tiefer und tiefer und immer noch tiefer, so lange, bis sie ihr Zeichen in dich eingegraben haben. Hände, die die Brust eines zarten, unschuldigen jungen Ist ja Mädchens gut. umspannen können. Oder eine Nutte. Wir All das reden kann uns nicht jetzt sein. hin. Ich bin deine Nutte. Ja, du wirst sehen, ich bin deine treue Hündin, die du schlagen kannst, die dir sogar noch dankbar die Hand leckt. Was soll das? Du wirst sehr glücklich sein. Komm. Nein, geh nicht weg. Bleib bei mir. wir Hab sollten keine zu Bett Angst. Ich muss gehen. dir noch so viel sagen. So Lass viele mich schöne zufrieden. Dinge. Ich will nur für dich spielen, der mein einziges großes Publikum ist. Ja. Streichle mich. Ja. Küss mich. Dein sinnlicher Mund. Dein Duft eines wilden Mannes, so stark und so verwirrend. Oh, drück mich. Nimm mich fest in deine Arme. Ja, komm tief in mich hinein, bis ich in Flammen stehe. Bis dir das Feuer erstickt hast, mich gelöscht hast. Weg von mir! Deine Finger streicheln die Tasten, sind wie Schmetterlinge zart. Ein Bouquet roter Rosen und liebe Wünsche für eine lange, erfolgreiche Karriere. Ich hasse dich. Meinst du? Ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich. Wenn du aufhörst, lass ich dich allein, verstehst du? Dich wird nur der Duft von Rosensträuchern, Orangenhainen, Flieder, Hyazinthen und Jasmin umwehen. 18 Jahre und 4 Monate. Als ob wir heute geheiratet hätten. Ich will Ganz dich ruhig. wirklich. Ich werde dir auch ganz viele Söhne gebären. Alle schön und groß, widerlich und so feige Schweine wie du. Die man hassen soll, wie ich dich hasse, weil ich dich hasse. Ich hasse dich, ich hasse dich. Ein Mädchen hat sie eben gerade hier abgegeben. Sie hat sich nach der Signora erkundigt und mich gebeten, die Signorina von ihr zu grüßen. Nicola.
wird es dort gut gehen. Die besten Ärzte kümmern sich um sie. Ja, nur weg von allem. Eigentlich absurd. Man erobert sich die Freiheit und die anderen zahlen die Zeche. Ja, und trotzdem habe ich das Recht, neu anzufangen. Ich will meine Freiheit. Und ich mache nie wieder Fehler. Meine Zeit reicht nicht dafür. Weißt du, wie lange ich nun schon in diesem Haus wohne? 18 Jahre. Trotzdem ist mir, als ob ich es zum ersten Mal sehe. Hast du eine Ahnung, was für ein Haus das ist? Man muss einfach den Mut haben zu behaupten, dass alles hervorragend läuft und dass man sich keinerlei Sorgen zu machen braucht. Das hier ist die wahre Revolution. Überleg mal, was es für einen Mann bedeuten würde, zu merken, dass er sich um nichts mehr Sorgen machen muss. Hab ich nicht recht? Du bist müde. Ruh dich jetzt aus. Nein, weißt du, ich muss zu Ende packen, Schatz. Ich will doch weg von hier. Leg dich erst ein bisschen hin. Aber es ist deinetwegen. Ich wollte nicht, dass du hier bleiben musst. Das ist der Respekt, den ich dir schulde. Ich schulde dir überhaupt sehr viel. Sieh nicht auf die Uhr. Du musst erst einmal ganz ruhig werden. Und denk nicht an mich. Die Entscheidung fiel schwer, Auto oder Zug. Eigentlich fahre ich ja gern Auto. Gib mir bitte eine Zigarette. Nur auf der letzten Strecke werde ich leider etwas schläfrig. Komisch, nicht? Und hier drin in diesem Bett kann ich nicht mehr liegen. Dann würden mich nur alte Fehler heimsuchen. Im Leben solltest du alle Dinge nur benutzen und dann wegwerfen. Ah, die Taschentücher. Würdest du so freundlich sein, sie... Sei ganz ruhig. Wie spät ist es? Würdest du gern etwas trinken? Ja, ein Ich bin Whisky, gleich vielen zurück. Dank. Einen kleinen.